Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 in der MyTeam-Karriere mit Castle Motorsport. Und ja, das letzte Rennen in Holland war eigentlich, grob gesagt, einfach eine absolute Katastrophe gewesen. Wir haben keine Punkte gehabt, wir sind Letzter gewesen, wir sind überrundet worden, wir haben den Bottas noch abgeschossen, blöd gesagt. Beziehungsweise wegen uns hätten wir einen neuen Spoiler holen oder einen neuen Frontflügel. Tut mir leid, ich sage immer Spoiler, ich weiß auch nicht wieso, ich sage es einfach immer sehr oft. Und ja, wir gehen jetzt auf Monza. Wir haben ja noch in der letzten Folge entdeckt, dass unser Motor doch nicht so schnell ist, wie ich mir gedacht habe. Heisst, Monza könnte auch schwierig werden, aber wir probieren es einfach einmal. Wir gehen jetzt mal die Sache her. Wir haben ja noch eigentlich völlige Ressourcenpunkte gehabt, aber momentan eigentlich nicht gross entwickeln. Darum würde ich mal sagen, machen wir einfach weiter. Wir müssen einfach unbedingt schauen, dass wir jetzt ein bisschen auch zu Geld kommen, dass wir die ganzen Abteilungen können noch upgraden und auch eben mehr Entwicklungspunkte. Also es ist ja gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen nach Monza und ich fahre jetzt wieder das Training und wir sehen uns dann einfach wieder im Blitzqualifying. Bis gerade. So, herzlich willkommen zum Blitzqualifying. Und ich bin das Training gefahren. Monza ist jetzt nicht so eine wahnsinnig anspruchsvolle Strecke, also es war eigentlich relativ okay zum Fahren. Ich bin alle Trainingsprogramme durchgefahren, die man machen sollte und habe eigentlich überall das Maximale rausgeholt. Also wir haben gute Entwicklungspunkte geholt. Und ja, jetzt kommt das Qualifying. Ich bin eigentlich optimistisch, dass wir auch hier auf eine gute Strecke, gute Position kommen. Das einzige Problem ist einfach das, am Sonntag regnet es beziehungsweise am Rennen und nicht gerade wenig. Und ich habe das Setup schon so ein bisschen eingestellt, dass ich eigentlich mehr Grip habe, beziehungsweise weniger auf, weniger auf Hochgeschwindigkeit, sondern halt mehr ein bisschen auf Grip fahren aus den Kurven raus. Weil ich glaube, das wird schon ein bisschen der Schlüsselpunkt sein, aber eben, ich bin absolut kein Regenfahrer, darum keine Ahnung, wie das rauskommen wird. Es ist einfach schade, gerade auf so einer Strecke, wo ich irgendwie hätte vielleicht noch etwas rausholen können, und es jetzt regnen. Und das ist ja suboptimal. Aber wir gehen mal ins Qualifying, wir schauen mal, was jetzt passiert. Let's go! Es kann natürlich sein, dass ich jetzt beim Qualifying ein bisschen hintergehe, weil ich den Speed nicht fahren kann wegen der Flügel. Aber ja, wenn es mir morgen mehr hilft, dann wieso nicht? Wow. Einen schlechten Exit gehabt. Jetzt mal schauen, ob ich aus der letzten Kurve noch etwas rausholen kann. Ja, ich weiß nicht, was bin ich jetzt, wo ich ja 6 Jahre am Schluss 14, 16, irgend so etwas. Aber eben morgen schiffen sie blöd, also im Rennen schiffen sie blöd, darum denke ich, ist es nicht so dumm, dass ich mit mehr Flügel gefahren bin jetzt. Sonst wäre ich mit wesentlich weniger Flügel gefahren, dass ich halt wirklich auch auf Höchstgeschwindigkeit gegangen wäre. Weil ich hatte das schnellste Auto im Training mit etwa knapp 350 Sachen oder so. 14. bin ich geworden. Okay, das ist voll easy, eigentlich mit diesen Flügeln, wie ich gefahren bin und so, dass ich noch das rausgeholt habe. Vor dem Ocon, das ist schon mal gut. Schwarzmann ist jetzt halt leider der Letzte. Aber der muss natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Erfahrung sammeln in der Formel 1. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Norris, Charles Leclerc und Ricciardo, Perez, Sainz, Vettel und Lance Stroll. Tsunoda, Fernando Alonso, Pierre Gasly, ein Wagen des neuen Teams, Ocon, Räikkönen, Mick Schumacher und Antonio Giovinazzi.
Russell, Mazepin, Schwartzman und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Ja, okay. Wir sind hier an dem Grid und wir sehen, wir haben die blauen Reifen drauf. Das heisst, wir fahren mit Full Wets. Gut, so wie das Schiff, da kein Wunder. Ich finde es auch lustig, wie alle Regenjacken haben. Außer der Kameramann dort, der steht einfach im T-Shirt dort. Alles klar. Und ja, es regnet die ganze Session durch. Das habe ich schon fast vermutet. Das ist natürlich bitter. Aber wir schauen mal, was wir jetzt machen können. Ich bin absolut kein Regenfahrer und ja, let's go. Geht's dir gut? Motor aus. Das ist jetzt schneller gegangen, als ich gedacht hätte. Okay, gut, wir sind ja, am Start schon ausgeschieden. Alter, nein, no way. Oh Mann, wo ist der Schwartzman gelandet? Ich finde den Namen so geil, Schwartzman. Ach Gott, das Rennen ist so beschissen. Okay, er ist der 20. geworden, immerhin. Noch der, wer hat er noch? Ja gut, ja, uns hat er auch überholt. Okay, gar niemand überholt, das ist einfach so geblieben. Jetzt kommt sich ein Interview noch. Jedes Mal, wenn ich abkacke, dann kommt wieder das Interview. Ah nein, es kann nicht. Ach Gott. Also so bitter. Okay, aber eine Teamanerkennung geht gleich rauf. Gefällt. Ah Mann. Ah, wir haben aber noch Geld bekommen, wenn wir den Rival geschlagen haben im Qualifier. Das finde ich aber noch gut, dass wir jetzt immerhin hier noch ein bisschen Cash gehabt haben. Schade, den Damage haben wir ein bisschen Abzug gehabt. Wir haben nicht wahnsinnig viel Geld dazu bekommen, aber ja, egal. Oh Mann, so bitter immer. Es ist so bitter. Wieso Regen? Ich bin so weggeslidet. Was haben wir da? Okay, ja, einfach zustimmen. Machen. Entwicklung ist immer gut. So, wir gehen wieder schauen, was wir noch machen können. Das wird, glaube ich, eine brutal kurze Folge, kann das sein? Die ist schon über 10 Minuten lang wahrscheinlich. Ja, tut mir leid für so eine kurze Folge von F1 2021, aber eben, ich tue ja eigentlich die Rückblenden nicht verwenden. Beziehungsweise sie gar nicht verwenden, so muss ich sagen. Darum, ja. Kann es halt mal geben, dass halt, wenn ich am Start abfliege, dass das halt eine relativ kurze Folge wird. So, wir haben hier jetzt mal das erste bekommen. Nachher glaube ich mal Stopp. So. Cash haben wir jetzt 3,8 Millionen. Wir könnten eigentlich wieder etwas investieren, wo uns vielleicht etwas wieder bringen von der Entwicklung her. Ach Gott, wir sind so schlecht dran momentan. Es ist katastrophal. Okay, Aerodynamik kann ich gerade nicht machen, aber da kriegen wir das Teil gerade noch über. Chassis technisch, da könnte ich glaube ich wieder etwas machen. Einfach da Hubdämpfer. Würde jetzt nicht wahnsinnig viel bringen, aber gut, wer hat da Motorhaube, der würde extrem viel bringen. Der würde einfach ein richtig leichtes Auto daraus machen. Aber dann kriege ich erst nach Sochi über, das ist ein bisschen bitter. So, gerade eine Trophäe bekommen. F&E-Liebhaber, ja, ey, du musst auch entwickeln, wie blöd in dem Game, dass du da irgendwie etwas machen kannst. So, jetzt haben wir wieder neue Teile freigeschaltet. Wir machen jetzt... wir machen jetzt da dritte Flügelklappen. Das machen wir jetzt. Das kommt hier schon spät. What? Okay. Holy shit, kommt das spät. Okay. Ja, der hat. Chassis machen wir auch nochmal. Gut. Also, dann würde ich mal sagen, das nächste Rennen ist jetzt in Sochi. Und dann würde ich behaupten, dass wir dort mal schauen, wie wir dort zurechtkommen. Tut mir leid für die mega kleine Folge. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass ich abfliege. Aber wir machen noch ganz kurz, schnell hier eine Entwicklungsstufe. Und zwar würde ich sagen, ich weiß aber nicht, so ein Ressourcenerzeugungsding würde eben auch noch recht viel Sinn machen. Dass wir ein bisschen mehr Ressourcen bekommen in der Woche.
Das wird eben auch voll Sinn machen. Da muss ich fahre ja immer Training zum Ressourcenpunkt holen, aber da würde ich hier natürlich noch mehr bekommen und könnte noch mehr entwickeln. Darum wäre es wahrscheinlich nicht einmal so dumm, würde ich behaupten. Soll ich das machen oder? Ich mache das einmal. Ich glaube, das macht schon Sinn. Ich glaube, das macht schon Sinn. Gut, also, ja, das Geld spare ich mir jetzt. Jetzt habe ich wieder 2,2 Millionen, den Rest spare ich mir jetzt einmal. Und ja, dann sehen wir uns dann wieder in Sochi. Ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, die kurze Folge, würde ich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie aber ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und dann sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, in Sochi. Und ja, bis dann wünsche ich euch ein schönes Tag. Macht's gut und ciao.